Ein Mann voll Geistes ist sensibel, bringt sich ein, traut Gott, egal welche Feinde da auch, welche Schwierigkeiten ringsumher sind. Bist du ein Mann voll Geistes? Diese Gemeinde oder unsere Gemeinden brauchen solche Männer. Es gibt immer eine Generation, die jünger ist als du. Und die schauen nicht auf den Ältesten der Gemeinde, sie schauen auf dich. Sie nehmen dich als Vorbild. Ja, ein Mann voll Geistes vertraut Gott. Die Bibel ist wirklich ein wunderbares Buch. Abgesehen von ihren geistlichen Lehren enthält sie Themen, die allen Menschen interessieren. Ja, irgendein Thema wird immer interessant sein. Als Teenie habe ich immer sehr gern, ich lese sehr gerne und alles, was in meine Hände fiel, habe ich gelesen. Aber ganz besonders gern hatte ich Geschichten von Spionen, Kriegsgeschichten und so weiter, aber vor allem von Spionage. Und da war mal ein Missionar bei uns, da in Südamerika, und den hat der Herr in ein anderes Land gerufen. Und da hat er mir seine ganze Bibliothek vermacht und da waren ganz viele Bücher von Spionen drin. Das war das beste Geschenk, was ich je bekommen hatte. Und das war für mich richtig interessant zu sehen, wie eben so Männer sich da in Regierungen, Länder infiltrierten und Informationen vom Land, von dem Kriegsgeschehen, von der Bewaffnung der verschiedenen Länder einfach zu ihren Leuten vermeldeten und einfach so verhinderten, dass der Feind sie angreifen konnte oder weniger Schaden anrichten konnte. Und einer der bekanntesten Spione überhaupt weltweit, dessen Geschichte sehr, sehr bekannt ist, es gibt sogar Filme über ihn, ist Eli Cohen. Ich weiß nicht, ob ihr von ihm mal gehört habt. Also ganz interessant, ich habe da ein Buch von ihm gelesen. Er war ein ägyptischer Jude und Ägypten geboren und dann ist er nach Israel ausgewandert und dort wurde er vom Geheimdienst rekrutiert und erhielt eine falsche Identität. Um sein Alibi zu verkolmen, haben sie ihn nach Argentinien geschickt. Und da ist er ein Jahr in Argentinien gewesen, hat sich da als jüdischer Araber ausgegeben und dann ist er von Argentinien direkt nach Syrien dann eingereist und hat es geschafft, in die höchsten Positionen der Regierung hineinzukommen. War der Freund von Generälen und überall, was ganz hoch war, in diesem Militärregime, da war dieser Mann immer dabei. Der konnte gern mit Geld rumschleudern und da hat er natürlich auch viele Freunde gewonnen, haben sich viele Türen geöffnet und er konnte zu den wichtigsten Positionen aufsteigen und die besten Informationen von da, wo die Syrer Israel angreifen wollten, hat er dann immer den Israelis gefunkt. Und klar, irgendwann fällt sowas auf, dass immer, gerade da, wo sie angreifen wollten, die Israelis waren und dann fingen sie an, im Inland zu suchen, wo der zu finden war und selber konnten sie das nicht auffinden, dann haben sie die Russen zur Hilfe geholt und die haben dann mit den Apparaten, die damals modern waren, haben sie den entdeckt und er wurde dann zum Tode verurteilt. Und gerade vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob ihr das in den Nachrichten mitbekommen habt, da gab es ein Sonderkommando von den Israelis und die sind nach Syrien rein und haben die ganzen Unterlagen, die die Syrer von diesem Eli Cohen hatten, haben sie genommen, noch persönliche Sachen haben sie dann der Witwe übergeben und so weiter. Also ganz wieder was Außergewöhnliches, was die Israelis da gemacht haben. Also eben, diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt. Also der hat es geschafft bis ganz da oben. Also die Bibel hat solche Geschichten auch. Also das finde ich so wunderbar, dass wir da von denen auch natürlich geistliche Lektionen lernen können. Also erstens sehen wir da ein beispielloser Angriff. Schauen wir uns mal diese Geschichte ein wenig an. Eben 2. Könige 6, 8 und folgende. Und das handelt da nicht von unbedingt einem Spion, der irgendwo nach Syrien reinging. Er brauchte keine Drohnen oder Fotoapparate oder vom Weltall, die Satelliten da, Satellitenfotos. Nein, der konnte zu Hause bleiben und hat die ganze Information bekommen. Natürlich von Gott. Also besser geht es ja gar nicht. Ja? Und ja, was passierte dann? Erstens eben diese Information vom Feind.
Also der arme syrische König, also das hat mir fast ein bisschen leid gemacht. Ja? Also überleg mal, ohne Drohnen, ohne Satellitenbilder und so weiter, in seiner innersten Kammer, da berät er sich mit seinen Generälen und er schickt da ein paar Soldaten in diese Richtung, du versuch mal da in Israel einzufallen. Und da steht das Heer von Israel. Okay, da hat es nicht geklappt, war Zufall. Jetzt lasst uns dahin gehen. Auch wieder die Israelis da. Aber Mann, die können doch nicht das ganze Land immer bewachen. Und wieso sind sie immer gerade da, wo ich hier einfallen will? Aber irgendwann wurde es ihm zu bunt und hat gesagt, ja, jetzt bitte. Bekennt, wer von euch hält es mit den Israelis? Ja, bekennt. Und dann sagt einer, darf ich sagen? Du, wir sind alle treu, aber in Israel gibt es jemand, ein Mann voll Geistes, dem Gott das alles immer wieder sagen kann. Und er geht hin und sagt es seinem König, den König Joram. Also in unserer Geschichte begegnen wir 2 Königen, 2 Dienern von diesen Königen. Am Hof des syrischen Königs Ben-Hadad warnt ihn jemand von dieser übernatürlichen Kraft dieses geisterfüllten Mannes. Und am Hof des israelischen Königs Joram, da erscheint immer wieder Elisa und sagt, wo der Feind einfallen will. Und das führt zu Konsequenzen. Also bei diesem syrischen König zu wissen, dass da einer ist, der alles weiß, was der da flüstert in sein Gemach, das ließen da die Kehle anschwellen. Ja? Das konnte nicht sein. Und dieser Diener sagt ja, eben, da gibt es einen Elisa. Was will der König von Syrien machen? Kurzen Prozess, der muss umgelegt werden. Wie kommen wir zu denen hin? Und da haben sie erfahren, wo er wohnt und so weiter. Und dann hat er das Heer hingeschickt. Der andere König, Joram, König von Israel, der war eigentlich nicht so befreundet mit Elisa, denn es war ein gottloser König. Elisa voll Geistes, könnt ihr euch vorstellen. Die Sachen passten da nicht unbedingt zusammen. Aber er war wenigstens so klug, okay, wenn dieser Elisa mir sogar sagt, wo die Feinde einfallen werden, okay, da wollen wir wenigstens dem nachgehen, und es hat funktioniert, immer wieder. Für den gottlosen König war die Tatsache, dass ein anderer sogar seine innigsten Gedanken und Worte kannte, das war erschreckend, war wirklich erschreckend. Und er kam zur Entscheidung, also diesen Menschen, den müssen wir fangen und wahrscheinlich auch umlegen. Ja? Sein Gewissen, ja, das muss ihn ganz schön gestört haben. Und das ist typisch vom Menschen, ja. Wenn man da von jemand gesagt bekommt, du, da ist was falsch, ja. Was ist unsere erste Reaktion? Ja, am liebsten diese Stimme zum Schweigen zu bringen, ja. Laufen davon oder fangen an zu diskutieren und so weiter. Aber es gibt jemanden, der all unsere Gedanken kennt. Das Wort ist noch nicht auf unserer Zunge und er weiß es schon. Da sehen wir die Allwissenheit Gottes. Vorher haben wir es mit der Allmacht Gottes gehabt, jetzt haben wir es mit der Allwissenheit Gottes. Oh, für einen, der nicht voll Geistes ist, der irgendwie mit Sünde spielt oder wie es auch sein mag, das muss grauenhaft sein zu wissen, dass Gott alles weiß und es irgendwann mal zutage bringt. Eine weitere Lektion hat damit zu tun, wie Menschen mit guten Ratschlägen umgehen. Obwohl es 2 Menschen waren, die ihre jeweiligen Könige warnten, der eine reagierend, verärgert, den müssen wir umlegen. Der andere nimmt den Rat an. Eben, es ist unterschiedlich. Wie oft wird ein richtiger, ein gut gemeinter Rat abgewiesen? Wieso? Weil wir meistens zu stolz sind. Das Thema hatten wir ja schon. Aber eben, das ist unser Problem. Wer will sich gerne was sagen lassen? Ja, wir können doch alles, wir wissen doch alles und besser als die anderen natürlich. Wer will das in Frage stellen? Und dann kommt jemand und sagt, du, ich glaube, ja, das, was du da machen bist, das passt nicht so ganz, oder ich würde dir diesen Ratschlag geben und misch dich in deine Angelegenheiten. Ja? Ich komme schon zurecht. Ich weiß noch gut, in meiner Gemeinde, da habe ich gemerkt, ein Jugendlicher da, der tickte nicht mehr richtig. Und da ging ich auf ihn zu und habe ihm gesagt, du,
ich möchte gern mit dir reden. Und dann hat er gesagt, mit dir rede ich auf keinen Fall. Okay, da wusste ich natürlich, da war ich ganz bestätigt, dass irgendwas ganz falsch lief. Um die Geschichte kurz zu machen, 1 Monat später ruft er mich an, weinend, ich war gerade auf einer Reise. Ich weiß nicht, wie lange er am Telefon geheult hat, hat alles um sich her kaputt gemacht, natürlich durch Sünde. Ja, sein Zeugnis, seine Freundschaft, seine Familie, alles, was kaputt zu machen ging, das hat er kaputt gemacht. Und als ich dann von der Reise zurückkam, bin ich ihn dann besuchen gegangen, haben uns ins Auto gesetzt, sind an den Fluss gefahren, am Rio Plata Fluss, haben uns davor, hat noch geregnet und saßen wir im Auto 3 Stunden lang. Was der geheult hat, das war so ein 24-jähriger Bursch. Hat alles kaputt gemacht. Aber wieso? Er hat einfach nicht auf Rat hören wollen. Und gut, preis den Herrn. Gott hat wieder was ganz Neues mit ihm, in ihm und durch ihn angefangen. Und heute dient er dem Herrn. Also preis den Herrn. Aber eben, was machen wir mit guten Ratschlägen? Gott liebt uns so sehr, dass es immer wieder mal ein Elisa gibt, der uns einen Ratschlag gibt. Wehe uns, wenn wir diesen Ratschlag nicht wenigstens mal anhören. Ja, wir sollen ja prüfen. Es kann ja auch mal was Falsches sein, was uns jemand sagt. Aber generell, wisst ihr, in einer so egozentrischen, egoistischen Welt, Gesellschaft, in der wir leben, wenn da sich jemand Zeit nimmt, an uns zu denken, irgendetwas bei uns gesehen zu haben und uns helfen will, dass wir besser den Weg mit dem Herrn gehen, also dann würde ich es mindestens mal untersuchen, ob das stimmt. Ob da irgendetwas, und wenn es nur 10% sind, okay, das setzen wir um. Aber dazu gehört Demut. Und das haben wir meisten eben nicht so. Salomo sagt in Sprüche 4, Vers 13, halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Oh ihr Lieben, danke für jede Unterweisung. Und ich kann wirklich Gott danken, ich habe so Väter in Christus gehabt, die mir immer wieder Ratschläge gegeben haben. Ich habe es heute noch 3 ganz gute Freunde in verschiedenen Ländern, einer von ihnen auch hier. Und da kann ich so richtig offen reden und gegenseitig, das ist so ein Austauschen. Du Stefan, ich meine, vielleicht müsstest du das machen. Danke für diesen Rat. Es ist so herrlich, so etwas zu erleben. Das ist eben auch Gemeinde, ja. So funktioniert Gemeinde, dass wir uns gegenseitig unterstützen, helfen, tragen, den Rat annehmen. Aber eben, vielleicht kommt jemand auf dich zu oder ist auf dich zugekommen und sagt, pass auf dem Weg, dort sind die Syrer. Ja? Dort wollen die Feinde einfallen. Vielleicht etwas ganz Persönliches, er hat irgendetwas gemerkt. Vielleicht ist es ein Geschäft, eine Freundschaft, ein Ort, egal, ja, aber verschließ dich nicht mal am Anfang für diesen Rat. Vielleicht kann was Gutes dran sein. Gott will gerade auch uns gebrauchen, im Vertrauen auf ihn, auch andere zu helfen. Wir hatten es ja gerade, ein Mann voll Geistes bringt sich ein im Dienst. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter, Seelsorge. Das brauchen wir alle. Wir brauchen alle. Also wir haben es ja vom Apostel Paulus gehabt, wir haben es von Jesus gehabt. Sie brauchten Leute neben sich. Also Apostel Paulus, also den kann ich ja nicht mal die Sandalen zubinden. Ja? Aber er wollte einen Timotheus neben sich haben, einen Markus, der vorher ein Versager war. Du, jetzt ist er brauchbar. Ich will ihn neben mir haben. Ich brauche ihn, sagt der Apostel Paulus am Ende seines Lebens. Überlegt mal. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo Sünde einfach überhand nimmt. Und leider, wir Gläubige, wir haben es ja gesehen, wir sind beeinflussbar. Und da ist es schnell, dass wir mal in die falsche Richtung gehen oder mit der Sünde spielen oder einfach zu nah sind und ja, so wilde Gurken einsammeln, die uns zum Tod bringen können. Wie gut ist es, wenn da irgendjemand uns da auf die Schulter klopft, du Stefan, halt mal. Gefährlicher Weg. Das könnte
Probleme bringen. Schau erst mal nach. Und wie wichtig ist, wenn wir so etwas bei anderen sehen, aber das ist ja sein Leben. Überleg mal, wenn ich jetzt auf den zugehe und irgendetwas sage, er könnte es ja übel nehmen und dann ist die Freundschaft futsch. Du, wenn das ein richtiger Freund ist, dann ist er dankbar für einen guten Rat, für eine Warnung. Salomo schreibt in Sprüche 24,11, er rette, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Manchmal sieht man, oh, der geht also geradeaus ins Verderben. Es können Ungläubige sein, dann ist es ja ganz logisch, gehen alle in die Hölle, wenn sie sich nicht bekehren würden. Also da haben wir eine Verantwortung. Wir müssen sie aufhalten, wenigstens mal ganz klar das Evangelium gepredigt haben, dass sie eine Entscheidung treffen können. Dafür, dagegen, das ist dann ihre Sache. Aber wir haben es gemacht, wir haben gewarnt. Und Gläubige, bei manchen sieht man richtig, die rennen gegen die Wand. Das kracht jeden Moment. Und dann kracht's. Und manche Sachen sind nicht mehr gut zu machen. Und wir haben es gewusst. Und was sagen wir? Ja, ich wusste, dass das passieren wird. Super. Hast du mit ihm geredet? Nein. Wieso nicht? Eben. Informationen vom Feind. Dann feindlicher Angriff. Angesichts der Informationen, die Elisa seinem König übermittelte, beschloss der syrische König, ein gezielter Überfall zu unternehmen und den Propheten zu ergreifen. Stellen wir uns jetzt das mal vor. Ein ganzes Heer, um einen Mann zu fangen. Das ist ein bisschen Verschwendung, oder? Zeit, Mittel. Die besten Waffen, Wagen, damals waren das die Atombomben von damals, ja? Das Beste vom Besten, ja? Die Drohnen und Raketen mit allen Störfunktionen, dass sie nicht erwischt werden könnten, standen da. Jetzt bereit, um den Mann Gottes zu erwischen, um einen Mann zu ergreifen. Der syrische König muss dem wirklich gehasst haben, ja? Dass er da so ein Aufgebot bringt. Und das Gleiche tut der Feind auch mit den Gläubigen. Und jetzt muss ich einen Unterschied machen. Mit denen, die voll Geistes sind. Vor allem. Wir haben es ja in allen diesen Botschaften, wir haben es ja damit zu tun, ein Mann voll Geistes ist das, macht jenes und so weiter und so fort. Aber wenn man mal voll Geistes ist und dementsprechend handelt, man geht ja auch im Feindesgebiet hinein, man versucht Land einzunehmen, man versucht Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, was passiert dann? Oh, da fliegen die Raketen. Ist normal. Dann bleibe ich lieber, schiebe ich meine ruhige Kugel, ja. Und nein, wir sehen ja gerade, das Gegenteil sollte Realität in uns sein. Dann gibt es Probleme. Weil der Gläubige, der da nicht aktiv ist, der einfach ja, ich bin ja gläubig, ich komme irgendwann mal in den Himmel, ist alles okay. Das ist ein Thema. Mit dem hat der Feind nicht groß zu tun. Der macht ja nichts. Der sitzt ja nur rum. Stört die Gemeinde, ist ja nicht aktiv. Der Ellenbogen, ja? Der steife Ellenbogen. Den kannst du ruhig lassen. Aber der aktiv ist, der Menschen aus den Fängen Satans zu retten versucht, oh, da wird der Feind lebendig. Da wird er aktiv. Natürlich muss uns das jetzt nicht Angst anjagen, ganz im Gegenteil. Wir wissen ja, wer größer ist, und das wollen wir gerade in dieser Geschichte betrachten. Dann kommen Verleumdungskampagnen, dann gibt es Spott, Hohn, Attacken, ja, direkt, indirekt, Gesundheit, Versuchungen. Oh, wisst ihr, wie viel Versuchungen ich ausgesetzt bin? Auch immer wieder. Oh, jeden Tag habe ich damit zu kämpfen. Ja, es ist normal. Gehört einfach dazu. Es ist nicht einfach, nicht einfach. Wir brauchen einfach zu wissen, der Kampf ist da. Es ist normal. Wenn wir nicht angegriffen würden, dann würde ich mich mal fragen, sind wir wirklich das Richtige am Machen? Handeln wir wirklich als Männer voll Geistes? Denn wenn kein Widerstand ist, dann
Da ist, wie eben schon gesagt, da ist irgendetwas nicht richtig. Ja, dann kommen die Angriffe. Da kommen sie von außen, da kommen sie von innen. Ja, dann kommen ebenso terroristische Anschläge oder fliegen die Raketen von außen. Das ist alles ganz aktuell. Ja? Wir müssen nur Nachrichten lesen, da sehen wir, funktioniert alles. Und so macht der Feind. Besonders wenn wir eben aktiv sind, wenn wir Männer voll Geistes sind. Deswegen, ich will euch da nicht irgendwie was Romantisches vormalen. Ja, lasst uns voll Geistes werden und dann irgendwo da oben schweben. Nein, lasst uns gerne ganz unten auf der Erde bleiben. Ja? Die Realität ist eine nicht so einfache. Aber wir sehen, wie es noch weitergeht. Müssen wir angesichts dessen Angst haben, in so eine mühsame Situation? Wie reagiert ein Mann voll Geistes gegenüber solcher Art von Angriffen? Der Feind ist überall da. Er sucht, wen er verschlingen könnte, dauernd um uns her. Ja? Und sobald wir irgendwo nachlassen, da fällt er uns her. Ja, es gibt natürlich die in Angst verfallen. Aber es gibt auch andere, die ganz getrost weitermachen, obwohl über ihnen die Welt zusammenbricht. Und da frage ich mich, wie macht diese Person das? Wie schafft sie es? Apostel Paulus, ja? Wir müssen nur das Kapitel 11 von 2. Korinther lesen. Also nur eine Sache von denen, die er da auflistet. Oh, da will ich schon wegrennen. Und er bleibt treu. Und da gibt es natürlich eben solche, die da einfach festbleiben. Und sie sind nicht irgendwie so blauäugig und sagen, ja, da ist keine Gefahr und es ist alles okay. Nein, sie sind ganz realistisch. Sie wissen, es ist eine Gefahr. Es gibt Kämpfe, es gibt Anfechtungen, es gibt Streit. Der Feind ist aktiv. Aber, wisst ihr, die festbleiben, das sind solche, die wie Elia und Elisa sagten, ich bin in der Gegenwart des Herrn der Heerscharen. Herr der Heerscharen. Das war das Leben beider Propheten. Beide geben Zeugnis davon. Beide haben so gelebt. Und jetzt wollen wir einfach mal sehen, welche Auswirkungen das hat. Ja? Engel kommen jetzt in die Geschichte rein. Unsere Geschichte geht weiter. Wir können ab Vers 15 bis 17 lesen. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe da, lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Wagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, o weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sprach, fürchte dich nicht. Denn derer, die bei uns sind mehr als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, dass er sah. Und siehe, da war der Berg voll feurige Rossen und Wagen rings um Elisa her. Wow, herrlich. Also ist so schön diese Geschichte. Aber lasst uns erstmal mit diesem Diener anfangen. Es war ein anonymer Diener. Dieser Gehasi, der früher dem Elisa diente, der war schon nicht mehr dabei. Er hatte ja Aussatz. Die Geschichte haben wir jetzt nicht betrachtet, aber wir kennen sehr. Es war ein anderer. Wir wissen nicht seinen Namen. Aber es gibt ein paar schöne Sachen. Er diente ein Mann voll Geistes. Also er suchte diese Gemeinschaft mit jemandem, der voll Geistes war. Erster Pluspunkt. Zweiter Pluspunkt. Was macht er? Er steht früh auf, um seinen Dienst zu verrichten. Es ist nicht so einer, der da einfach, ach, lass uns mal ausschlafen und irgendwann mache ich mal meinem Herrn einen Kaffee. Ja? Nein, er stand früh auf. Sehr gut. Gott sagt ja, ich liebe, die mich lieben und die mich früher suchen, finden mich. Was wir auch über diesen namenlosen Knecht sagen müssen, er hat nicht denselben geistlichen Blick gehabt wie sein Herr, wie der Elisa. Er sah diese himmlischen Heere natürlich nicht. Als er aufstand und sah, da sah er nur die Syrer, die die Stadt umringt hatten und sagt, oh weh, mein Herr, was wollen wir nun tun?
Die Furcht, Angst, ist ein Übel, das wir seit dem Sündenfall haben. Sobald die Menschen damals, Adam und Eva, in Sünde gefallen sind, das Erste, was geschah, war Angst. Sie versteckten sich. Das ist die erste Reaktion. Und seitdem es Sünde gibt, gibt es Angst. Und in diesem Fall handelte es sich nicht um irgendwas, eine Gefahr, die eingebildet war. Ja? Weil manchmal, wir haben Angst vor Sachen, wir sorgen uns um Sachen, die meisten Sachen, würde ich sagen, für die wir uns irgendwie besorgen, geschehen gar nicht. Ja? Da hast du keinen Kontakt mehr mit deinem Kind, was zur Schule gegangen ist oder irgendwo hin. Und du, das ist die Zeit, die müsste schon längst zurück sein. Ist wohl was passiert? Du, ruf mal beim Spital an, ruf die Polizei an, wisst ihr was von die und die Person? Ist die irgendwie überfahren worden? Und dann irgendeine halbe Stunde später kommt einfach zur Tür rein. Du, wo warst du? Was ist los gewesen? Was ist passiert? Ach, Batterie von meinem Handy war leer. Seht ihr, wir besorgen uns oft über Sachen, die gar nicht stimmen oder gar nicht dann sich geschehen. Aber in diesem Fall war es ganz reell. Es war keine Militärparade, die Syrer da gerade vor Dothan abhielten. Nein, die ganze Stadt war umringt. Alle schauten nach Dothan rein. Also das sah nicht gut aus. In diesem Abschnitt können wir die geistliche Blindheit im Gegensatz zur geistlichen Blick der Protagonisten unserer Geschichte sehen. Der Knecht ist verzweifelt. Ja, richtig verzweifelt. Sieht keine Lösung. Der Prophet sagt, fürchte dich nicht. Musst keine Angst haben. Worin lag der Unterschied? Einer war voll Geistes, beim anderen fehlt er noch. Der eine hatte einen ganz großen Gott. Er wusste, er konnte ihm vertrauen. Er sagte, ich lebe in der Gegenwart des Herrn der Heerscharen. Er glaubte diesen Gott und den Heerscharen, die diesem Gott dienten. Der andere war noch nicht so weit durchgedrungen. Wie kann man im Angesicht feindlicher Armee ruhig bleiben? Ja, ganz einfach, indem man ganz auf Gott vertraut. Ganz auf Gott vertraut. David schreibt im Psalm 27, Vers 3, wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so bleibe ich auch dabei getrost. Super. Ich glaube, irgendwas vom Krieg gehört zu haben in dieser Welt heutzutage, oder? Ist euch das irgendwie ähnlich gegangen? Gerade die letzten Stunden. Krieg, 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 überall Krieg. Überall fliegen Raketen und so weiter. Elisa kannte diese Verheißung. Er lebte ja nach David. Er vertraute demselben Gott wie David. Wenn jetzt dieser Diener von Elisa am Morgen aufgestanden hätte und seine Bibel gelesen hätte und erstmal eine Verheißung Gottes gelesen hätte, wahrscheinlich hätte er ein bisschen anders reagiert. Aber oft gehen wir in den Alltag hinein. Wir rennen zur Arbeit, wir rennen zur Schule, zum Studium oder was es auch sein mag und Gott, ja, am Sonntag, ja, eine Gebetsstunde vielleicht. Und wir gehen dann unvorbereitet und auf einmal sehen wir überall Feinde und dann, was ist los? Ich kann nicht mehr weiter. Alles verloren. Was sollen wir tun? Da schreien wir genauso wie dieser Diener. Elisa kannte eben diese Verheißung und vertraut auf den Herrn. Und so schön auch Psalm 121, wir kennen ja diese Stelle, ja. Ich hebe auf meine Augen zu den Bergen. Woher sollte mir die Hilfe kommen? Ihr habt ja so schöne Berge hier, ja. Und am Sonntag war ich da in Bern und dann nach Wallis. Und da habe ich so richtig genossen, diese herrlichen Berge, die ihr habt. Und da habe ich an diese Stelle gedacht. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher soll meine Hilfe kommen? Kommt sie von den Bergen? Nein. Von dem Herrn, der diese Berge gemacht hat. Ha, noch viel größer. Das ist dein Gott. Das ist meiner. Noch viel größer. Preis den Herrn. Ja, ein Schafhirte erzählte von einem Schmetterling, der in seinem Haus flog und dort landete er gegen die Fensterscheibe. Da blieb er eine Zeit lang und plötzlich sieht dieser Hirte, dass dieser Schmetterling unruhig hin und her flog
Was geschah auf der anderen Seite des Fensters? Da hatte sich ein Vogel hingesetzt und er schaute zum Schmetterling hin und der Schmetterling merkte die Gefahr und fing an zu flattern und der Vogel, der nimmt Anlauf und kracht gegen die Scheibe. Da versucht das da, versucht das dort und irgendwann, der Schmetterling blieb ganz ruhig. Der Vogel konnte ihm nichts anhaben. Ja, wo liegt der Unterschied? Vorher hat er nur den Vogel gesehen. Jetzt sieht er immer noch den Vogel, aber er weiß, er ist geschützt durch die Scheibe. Und ist es auch nicht genauso bei uns? Wenn wir nur diesen ganz menschlichen Blick haben auf unsere Umstände, Mann, jetzt kracht's da, gibt es wieder und noch mehr Krieg, jetzt fliegen noch mehr Raketen, Drohnen und so weiter. Es kommt immer näher, immer gefährlicher und ja, unsere Gesellschaft, Ungerechtigkeiten, Unmoral und Gender, was alles, ja. Wenn wir das nur ganz menschlich sehen, da fangen wir an zu flattern. Ja, dann haben wir keine Ruhe mehr, keinen Frieden. Du musst nur die Nachrichten lesen, dann bist du ganz zappelig. Aber wenn du das Geschehen weltweit, um dich her und vielleicht auch in uns selber, aus einer ganz anderen Perspektive betrachtest, Gott, er ist unsichtbar, ja, Scheibe. Ja? Ich, Gott, die Situation, die Schwierigkeit, das Problem, Angriff und so weiter, ja, der Tacken des Feindes. Gott ist in der Mitte. Oh, da können wir ruhig hinsitzen und das Geschehen ohne Sorge betrachten. Oh, da ist einer, der alles unter Kontrolle hat. Wird nichts zulassen, was nicht in seinem Plan ist. Ja? Es gibt Frieden, tiefen Frieden, tiefen Frieden. Und dann, ja, da antwortet der Prophet ja diesem Diener, du, mit uns sind viel mehr als mit ihnen. Und der Prophet schaut um sich, ja, ein ganzes Heer und wir sind 2. Wo ist das Heer? Und wir können keine Nachricht dem König Joram schicken. Die ganze Stadt ist umzingelt. Wir können nicht irgendwo durch einen Tunnel verschwinden. Die ganze Stadt ist umzingelt. Wir sind verloren. Woher kommt jetzt da Hilfe oder irgendwie was? Oh, da betete Elisa, öffne ihm die Augen. So ein einfaches Gebet. Ein Mann voll Geistes. Oh, das ist ausschlaggebend. Ein Mann voll Geistes, der betet. Und was sehen wir? Auf einmal öffnet sich da der Himmel, oder besser gesagt die Augen des Dieners. Und er sieht, was im Himmel da läuft. Er sieht die Heerscharen des Herrn. Ja, das haben auch wir. Elisa, dieser geisterfüllte Mann, lebt in absolutem Vertrauen gegenüber seinem Gott. Er erwartet alles von ihm. Er vertraut ihm vollkommen und Herr der Heerscharen, alle Vögel, die hier rumflattern, das ist nichts gegenüber den Engeln, ja, und vor allem den Herrn. Er hat ja versprochen, der Herr Jesus hat ja versprochen, mit uns zu sein, bis ans Ende der Welt. Wieso Sorgen? Aber eben, wir sehen da jemanden, der gebetet hat. Jemand, der gebetet hat. Und da geschehen große Sachen. Wie schön ist es zu wissen, dass hinter einem Geschwister stehen, um zu beten. Für uns, die wir Missionare sind, ja, ist das Wichtigste überhaupt. Ohne Gebetsunterstützung funktioniert nichts im Dienst des Herrn. Lokal natürlich auch nicht. Deswegen haben wir unser Gebetskärtchen, liegt übrigens da draußen beim Eingang. Wer es mitnehmen will, kann gerne mitnehmen. Und wir sind sehr dankbar für jeden, der da hinter uns steht im Gebet. Das ist dann so ein Elisa. Der bewegt geistliche Realitäten. Da gibt es Frucht, da gibt es Sieg, mitten natürlich im Krieg. Ja? Das gibt's. Und ja, derer, die mit uns sind, sind mehr als
derer mit ihnen sind. Engelhafte Diener finden wir da. Wirklich aktiv sehen wir, wie auf einmal die erscheinen. Und liebe Geschwister, der Herr hat versprochen, mit uns zu sein. Aber wir wissen, dass diese Engel Diener sind, die eine besondere Aufgabe haben. Gott anzubeten, aber auch uns zu dienen. Und ich könnte da ganz viele Geschichten erzählen. Das jetzt würde den Zeitrahmen sprengen, aber es ist wunderbar zu wissen, dass wir einen so gewaltigen Gott dienen und der seine Diener hat, die aktiv für uns sind. Immer wieder neu. Herrlich zu wissen. Aber es war auch ein gottesfürchtiger Diener. Elisa zeichnete sich dadurch aus, dass er dauernd in der Gegenwart des Herrn lebte. Er war gottesfürchtig, deshalb erwartete er auch Großes von Gott. Vor einer Zeit schickte mir jemand eine Botschaft aufs Handy von Oswald Chambers. Folgendes: Das Außergewöhnliche an Gott ist, dass die, welche Gott fürchten, nichts anderes fürchten. Und wenn sie Gott nicht fürchten, fürchten sie alles anderes. So ein guter Satz. Also sowas käme nie in meinen Gedanken, ja, aber es gibt Leute, die gut schreiben können, ja. Und das stimmt. Das funktioniert. Ja, wir müssen nur Gott fürchten. Dann haben wir keine Angst mehr vor anderen Sachen. Dann gehen die Sorgen unter, da sind sie bei Jesus. Da ist unsere Last abgelegt. Wenn wir nur ganz nah bei dem Herrn sind, ja, da können wir ruhig sein. Es ist interessant zu beobachten, in welchem Buch der Bibel das Wort Hoffnung am meisten vorkommt. Habt ihr eine Ahnung? Wahrscheinlich in dem Buch, wo du nie dran denken würdest, da viel von Hoffnung zur Rede ist. Ich würde gerade das Gegenteil da suchen. Ein Buch, wo jemand ganz stark geprüft wird. Genau. In diesem Buch erscheint das Wort Hoffnung am meisten als alle anderen Bücher der Bibel. Also ihr merkt, dass Hoffnung nicht mit Umständen zu tun hat oder trotz den Umständen da sein kann. Besser gesagt. Und wenn wir die Bibel chronologisch ordnen würden, wäre Hiob das erste Buch, noch vor den Büchern Mose. Und wir wissen ja, wir kennen ja die Geschichte, was dieser arme Mann alles durchmachen musste. Er hat seine 10 Kinder an einem Tag verloren. Alles, sein ganzes Besitz hat er verloren. Die Leute, die ihm dienten, waren weg oder gingen gegen ihn. Die Ehre, die er immer bekam, als reicher Mann und so weiter, auf einmal alles weg. Die Freunde, die kamen, um ihn zu trösten, die gaben noch, ja, du, irgendwas musst du gemacht haben, weil Gott so was Gewaltiges, Trauriges zulässt. Also irgendwas stimmt bei dir nicht. Er hat keine Antwort von Gott bekommen, wieso er das durchmachen musste. Aber schlussendlich sagt er, ich muss meinen Mund schließen. Gott ist souverän. Und es hatte irgendeinen Zweck. Und wenn Hiob heute leben würde, oh, jetzt verstehe ich es. Millionen von Menschen wurden gesegnet, getröstet durch dieses Buch. Und er war chronologisch gesehen der Erste, der von der Leibesauferstehung des Herrn Jesus voraussagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und wird zuletzt über den Staube stehen. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, alsdann werde ich vom Fleische los Gott schauen. Dem werde ich mir ansehen. Meine Augen werden ihn schauen, ohne ihm fremd zu sein. Liebe Geschwister, das ist Hoffnung. Diese Stelle, die tut mir so gut. So gut. Er kannte noch nichts von Jesus, nichts von dem Plan mit Israel, das gab es gar nicht. Er kannte nur einen Schöpfergott. Wir haben die ganze Bibel. Wir kennen den ganzen Ratschluss Gottes, 1. Mose bis Offenbarung. Wie viel mehr müssten wir sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und irgendwann werde ich mal sehen. Und ich weiß, er ist hier. Er ist bei mir, egal, ob da 10 Kinder gestorben sind. Ja. Das sagt man so schnell, aber wenn das Wirklichkeit wird, oh. Aber jetzt kommen wir
Er hat einen beispiellosen Angriff, Engel im Dienst und einzigartiger Sieg. Nachdem Elisas Diener diese überwältigende Offenbarung der Anwesenheit von Gottes Engel gesehen, gemerkt hat, da können wir Vers 18 und folgende lesen. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, also diese Soldaten, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach den Worten Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, das ist nicht der Weg, noch die Stadt, folget mir nach. So will ich euch zu dem Manne führen, den ihr suchet. Und er führte sie gen Samaria, Hauptstadt des Reiches. Ja. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, dass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie schlagen, also soll ich sie umbringen? Er sprach, du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst, schlagen? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Da ward ein großes Mahl zugerichtet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, und sie zogen zu ihrem Herrn. Von da an kamen die Streifscharen der Syrer nicht mehr in das Land Israel. Das war ein Sieg, nicht wahr? Okay, lasst uns mal ein wenig auch das betrachten. Erstens der Ort, Dothan. Schon mal gehört, Dothan? Es gibt eine andere Geschichte, die in Dothan anfängt. Josef, 17-jährig. Sein Vater sagt ihm, du such deine Brüder, mal sehen, wo sie sind, wie es ihnen geht. Die hüten da irgendwo die Schafe und ich habe keine Nachricht von ihnen. Und er geht und findet sie und schlussendlich, die sehen ihn kommen, oh, da kommt der Träumer mit seinem schönen Gewand. Ja. Der Vater hat ihn immer bevorteilt gegenüber den anderen Geschwistern. Du, lasst uns den mal verkaufen, den Ägyptern, und dann mal sehen, was aus seinen Träumen wird. Okay, sie haben nach Ägypten verkauft. Also in diesem Moment, dieser 17-Jährige hat überhaupt nichts verstanden, was da los war. Seine Welt ging kaputt. Seine Brüder, seine Geschwister verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Schlimmer konnte es ja nicht sein. Und was er dort noch durchgemacht hat, die Ungerechtigkeit mit der Frau von Potiphar und so weiter, das Gefängnis, und dann wird er ja noch im Gefängnis vergessen. Aber wenn wir am Ende des ersten Buch Mose gehen, Kapitel 50, Vers 20, da sagt er zu seinen Brüdern, ihr gedachtet zwar Böses wider mich, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, um viel Volk am Leben zu erhalten. Damals mit 17 habe ich überhaupt nichts verstanden, meine Welt ging kaputt. Eins blieb, und es scheint immer wieder da, aber Gott war mit Josef. Gott war mit Josef. Weil Josef mit Gott war. Wie soll ich so eine Sünde machen? Ja, nein, das lasse ich nicht zu. Ich will den Herrn vertrauen, in ihm treu bleiben. Egal, was los ist. Egal, ob ich ins Gefängnis komme. Er war treu. Gott war treu. Auch so ein junger Bursche, 17. Voll Geistes. Und dann kann er zurückblicken und sagen, Gott hat es wohl gemacht. Jetzt weiß ich, wieso ich an diesem Ort bin. Zuerst als Sklave, aber jetzt als fast König. Um euch das Leben zu retten. Wir verstehen oft die Wege Gottes nicht. Wieso eine Krankheit? Wieso ein Tod? Wieso Verlust von einer Arbeit? Wieso Schwierigkeiten? Krach in der Familie vielleicht? Oder es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Was in der Welt passiert. Ja? Wieso jetzt das alles wieder? Es gibt jemand, der Bescheid weiß, Kontrolle darüber hat. Gott erhört Gebete. Das sehen wir auch gerade in dieser Stelle. Ach, das finde ich so schön. Wisst ihr, wenn man diese Stelle, wir haben sie jetzt so schnell gelesen. Was macht dieser Elisa? Er betet so ganz einfach, Herr, schlage diese Heiden mit Blindheit. Sie wurden blind. Er bringt sie nach Samarien. Herr, gib ihnen das Augenlicht wieder. Sie wurden wieder sehend. Wir lesen das so schnell darüber hinweg. Aber merkt ihr, welche Vertrautheit er mit Gott hat? Das ist sein bester Freund, er redet mit ihm und Herr, jetzt brauche ich das. Kannst du mir das noch geben? Wir haben so einen großen Gott.
Den dürfen wir vertrauen. Wir können jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde zu ihm kommen. Und Gott erhört Gebete. Nicht immer so und dann, wie wir es möchten, vorstellen. Ja? Aber er hört Gebete. Er ist da. Er lässt die Seinen nicht alleine. Nie, nie im Leben. Und was sagt Jesus? Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt. So wird es euch widerfahren. Also was sehen wir? Fülle des Geistes. Wir hatten es ja schon eben. Der Sünde fern, Gottes Willen suchen, Fülle der Gegenwart Gottes, das gibt ein erfülltes Leben von Gott, vom Heiligen Geist. Dann kannst du auch dementsprechend, wie Gott will, beten. Und Gott schenkt dir die Erhörung. Es ist so, wie wenn wir in einen dunklen Raum hineingehen. Das Erste, was wir machen, ist Lichtschalter betätigen. Und dann, klick, alles erhellt, alles klar, wir stoßen uns nirgendwo an. Gebet. Nur ein Gebet entfernt und es wird Licht. Und da haben wir eine Verantwortung. Es bleibt nicht nur in dem, was wir empfangen, sondern es muss weitergegeben werden. Eben, das ist ja gerade der Sinn eines erfüllten Menschen vom Geist. Spender des Lichts. Was es bewirkt, wenn ein Mann voll Geistes im Vertrauen auf Gott handelt, sehen wir auch in dieser Geschichte. Elisa wurde von Gott gebraucht, um seinem Diener, dem Diener Elisas, den richtigen Blick zu geben. Auf einmal sieht er die Heerscharen Gottes. Wenn wir jemand anders dazu bringen könnten, du, wir haben einen großen Gott, vertrau diesen Gott, schau mal, ich habe ihn erlebt. Versuchst du auch. Du weißt, es hat geklappt. Ich habe gebetet und der Herr hat mir das und jenes geschenkt. Preis den Herrn. Du hast jemand geholfen, zu wachsen. Auf einmal wurde seine Dunkelheit erleuchtet. Und Gott hat dich brauchen können. Aber man muss selber voll Geistes sein. Und wenn wir da von den Ungläubigen reden, ganz zu schweigen. Sie leben ja in Finsternis. 1. Petrus 2, Vers 9. Unsere Aufgabe. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wenn wir gelernt haben, auf Gott zu vertrauen, dann können wir ein Elisa sein, der seinem Knecht die Augen öffnet für die Herrlichkeit Gottes. Ja, Schlussfolgerung, diese ganze Geschichte ist geprägt von der Blindheit auf der einen Seite und klare Sicht auf der anderen. Der Knecht wurde von der Angst geblendet. Der Mann voll Geistes hingegen sah und vertraute auf Gott und sah die himmlischen Herrscher. Die Soldaten, die Syrer, die folgten ja dem Befehl eines von Hass blinden Königs. Und was geschah mit ihnen? Sie kamen sehend nach Dothan und auf einmal wurden sie auch blind. Als sie in Kontakt mit dem Mann voll Geistes kommen, werden sie auf einmal sehend. Und diese Scharen kamen dann nicht mehr nach Israel rein. Hatten die Lektion gelernt. Mit dem Gott kann ich es nicht anlegen. Wer weiß, was es noch weiter bewirkt hat. Ja? Aber jetzt der König Joram. Er war Israelit. Er gehörte zum Volk Gottes. Und jetzt sagt er dem Elisa, wunderbar, die ganzen Feinde stehen hier. Können sie alle erledigen. Und dann sagt der Elisa ihm, du würdest nicht mal deine Gefangenen töten. Du würdest wahrscheinlich als Sklaven gebrauchen oder so, ja? Aber jetzt hast du sie nicht mehr bezwungen. Hast keinen Sieg über sie gehabt, die kamen von alleine hierher. Gut, ich habe sie geführt, ne? Aber gib ihnen was zu essen. Was sehen wir hier wieder? Hatten wir heute Morgen. Ein Mann voll Geistes ist sensibel. Und er musste seinem König, der König vom Volk Israel, sagen, lieb deine Feinde. Sensibel gegenüber der Not, sogar der Feinde. Was haben wir alles noch zu lernen? Ja,
von welchen Mächten, Schwierigkeiten, Konflikten, Problemen, seien es äußere, innere, von uns selber, Familie, Arbeit. Von was sind wir bedroht? Mit was haben wir zu kämpfen? Ist es die Angst gegenüber der Zukunft, was jetzt alles kommt? Trägst du Sorge um deine Kinder, Enkel? Überschwebt Krankheit, vielleicht Tod, deine Umgebung oder dein eigenes Leben? Ist es ein innerer Kampf mit Sünde oder sonst Sorge? Vielleicht rufst du auf verzweifelt wie dieser Diener. Oh weh, mein Herr, was soll ich nun tun? Vielleicht sitzt du hier heute und auf deinem Herzen ist dieser Spruch genau gleich. Ach, wie schön ist zu hören. Fürchte dich nicht. Vertraue nur. Das kann nur ein Mann voll Geistes sagen, weil er es selber erlebt. Und dann kann er es auch weitergeben. Liebe Geschwister, wir sind am Ende dieser Vorträge und ich hoffe, ich konnte ein wenig von der Größe, Tiefe des Wortes weitergeben. Ich habe fast ein Jahr einfach nur Elisa studiert. Und immer wieder was Neues aufgefallen. Also ich könnte noch mal 2 Wochen hintereinander hier über Elisa reden. Aber ich lasse euch diese Aufgabe. Ja? Wir sollen ja das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen und wir finden Christus immer wieder in diesem Mann Gottes. Erfüllt vom Heiligen Geist. Welche Eigenschaften könnten wir noch finden? Was könnte ich noch nachahmen? Oder welche Warnung gibt es hier in diesen Geschichten? Fangt in Kapitel 2 an. Gut, eigentlich die Berufung zum Dienst fing in 1. Könige 19 an. Auch ganz interessante Geschichte. 1. Könige 19 und dann ab Kapitel 2. Mach das dein persönliches Studium und kau das richtig durch. Oh, da wirst du noch vieles sehen von diesem Mann voll Geistes. Wir haben gesehen, ein Mann voll Geistes reinigt sich. Ein Mann voll Geistes ist sensibel. Ein Mann voll Geistes bringt sich ein. Ein Mann voll Geistes vertraut Gott, egal welche Feinde da auch, welche Schwierigkeiten ringsumher sind. Bist du ein Mann voll Geistes? Diese Gemeinde oder unsere Gemeinden, wir sind aus verschiedenen Gemeinden, brauchen solche Männer. Unsere Ehen brauchen solche Männer. Unsere Familie braucht solche Männer. Unsere Kinder brauchen solche Väter. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, noch keine Kinder hast, du hast immer jemand hinter dir. Es gibt immer eine Generation, die jünger ist als du. Und die schauen nicht auf den Ältesten der Gemeinde, sie schauen auf dich. Sie nehmen dich als Vorbild. Finden Sie einen Mann voll Geistes. Da war ein Mann voll Geistes und er konnte seinen einfachen Diener die Größe Gottes zeigen, die Allmacht Gottes beweisen. Und ich glaube, diese Lektion hat er sein Leben lang nicht vergessen. Diese Geschichten gefallen mir so. Das ist besser als der beste Hollywood-Film, ja? 2 Männer, umringt von einem Riesenheer, das hört sich an wie Rambo, ja? Und auf einmal alle blind. Auf einmal sind sie alle Freunde. Also besser als im Rambo-Film, ja? Mann voll Geistes. Und das sollen auch wir sein. Zur Ehre Gottes. Amen.